Hallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, ich glaube, das wird heute wieder ein längeres Video. Also holt euch eine halbe, macht euch eine halbe auf, lehnt euch zurück, guckt gemütlich zu oder hört gemütlich zu. Heute schauen wir uns ein paar Blasterlers an, die man da einhändig bedienen kann. Und lästern dabei ein bisschen über Tübinger und Reutlinger. Also muss ja sein. Ist halt alles nur Humor hier. Hoffe ich doch, dass ihr das nicht ernst nehmt. Und dann gucken wir mal. Also das hier da, das war mein erster Nerf-Blaster, den ich mir gekauft habe. Und das ist so Fortnite. Irgendein so neumodischer Gruß da. Aber wichtig ist, das ist eine riesige Wumme, die man mit einer Hand bedienen kann. Wenn man da auf seinem Drahtesel sitzt und gemütlich den Neckar lang fahren will und wenn da jemand nervt, dann kann man da zurücknerven. Deswegen steht das Nerv da drauf. Also wenn da so Tübinger vor einem viel zu gemütlich vorwegfährt und euch nicht vorbeilassen will oder am Sonntagmorgen also so Reutlinger aus Tübingen kommt und nervt, weil dann muss man sich ja wehren und man muss ja mit einer Hand den Lenker festhalten und mit der anderen Hand schießen. Und mit einem normalen Nerv hätte man da bloß einen Schuss oder man müsste so Dingerle mit Schwungrädern nehmen und das der riesen Krach machen, das ist auch nicht gut. Oder dann kennt man nicht so schnell schießen, da muss man erst einmal hochdrehen lassen, diese Schwungrädler und deswegen braucht man da so Dingerle, dass man mit einer Hand bedienen kann, mit der anderen Hand noch fahren kann. Also ich würde euch nicht empfehlen, das im echt nachzumachen, weil das ist, glaube nicht so nett. Also das ist alles nur so als, wie das sagt man das so neudeutsch als Disclaimer. Ja, auf jeden Fall war das mein erster Nerf-Blaster und ja, auf der anderen Seite ist die Farbe ein bisschen ausgegangen, da ist das nicht so bunt. Aber wenigstens haben sie da die Tarngeschichte da. Das ist dann ganz gut tarnt von meinem braunen Tisch. Aber das ist so ein 6-Schuss Revolver. Das kann man. Und die ist recht handlich und sieht auch recht cool aus. Also mal guckt. Das kann man damit auch noch entspannen. Und dann kann man da schießen und jetzt ist er auf den Boden gefallen, da liegt es gut. Da lassen wir es jetzt auch liegen. Da stört es nicht. Und eigentlich sollte man davon zwei haben. Man hat ja zwei Hände, also wenn man dann mal nicht mit seinem Drahtesel unterwegs ist. Also für alle, die kein Schwäbisch verstanden, der Drahtesel ist ein Fahrrädle. Also Fahrrad halt. Esel aus Draht, also für die moderne Cowboys, die sich kein Pferd mehr leisten können oder die nicht wissen, wie man so ein Pferd bedient. Die fahren mit so einem Drahtesel rum und schießen mit Plastikpistolen. Wenn sie da den Neckar lang fahren. Oder vielleicht auch nicht, also mir ist noch keiner begegnet, der da mit so einer Plastikpistole rumgefahren ist. Ist ja gut so, ich glaube, der wird mir auch echt auslachen. Aber von der Type gibt es ja noch ein paar mehr. Da gucken wir mal. Da haben wir noch andere, also falls da so Zombies begegnet, also ja, so Reutlinger am Sonntagmorgen, die in Tübingen uns viel Bechert haben, weil in Reutling ja nichts los ist. Und wenn die da einen nerven, oder dann, wenn man da sich gegen Zombies verteidigen muss und nebenher mit seinem Drahtesel fahren muss. Weil da will man ja schießen und verflüchtet da gleichzeitig, also denke ich mal. Haben wir da so 5-Schuss-Revolver. Das ist ein Hammershot nennt sich das. Jetzt kann man auch schießen. Jetzt ist bloß noch 4 Schuss. Dann dreht sich das. Das lässt sich auch recht gut mit einer Hand bedienen. Das ist schon. Da haben wir noch was für zweite Hand, das habt ihr schon gesehen. Das ist kein Revolver, aber auch so mit so Hammer da. Das ist also Double Strike. Da kann man mit einer Hand, das ist dann wirklich Double Strike, also mit einer Hand die Hammershot
und in der anderen Hand die Double Strike und dann kann man da rumblastern. Dann haben wir noch Hammerstorm. Also wenn in die 6 oder die 5 Schuss oder gar die 2 Schuss nicht genug sind, dann haben wir da einen mit 8 Schuss. Da könnte man da nochmal weitere 8 Schuss lagern. Da kann man dann viel rumblastern, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber das ist halt ein bisschen Kreuzpaketle. Das ist, wenn man das mal vergleicht, ja, da ist schon viel mehr Plastik dran. Aber dafür haben wir da vorne so ein Aufsatzding. Und wenn wir uns nicht entscheiden können, ob wir Cowboy oder ob wir James Bond sein wollen, dann können wir da so einen Schalldämpfer drauf basteln. Und dann können wir sowohl Lucky Luke als auch James Bond spielen. Das ist dann schneller und leiser schießen als der Schatten. So in etwa. Also wenn man sich mal nicht entscheiden kann. Das gehört glaube ich zum anderen Blaster. Das habe ich separat gekauft. Das Geld passt auch nicht ganz. Also für die Leute, die es ganz genau nehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Kamera so einfängt. Das kann aber auch einfach sein, dass das Geld passt hätte, wenn die Dinger zur selben Zeit produziert worden wären. Also das weiß ich jetzt nicht. Da kenne ich mich zu wenig mit den Plänen aus. Das hat mir die Firma leider nicht gesagt. Laden wir es wieder, dann sind es wieder 8 Schuss. Was wir noch haben, wir müssen uns ja jetzt nicht unbedingt da auf diese Nerv, da müssen wir uns ja nicht festlegen. Da haben wir noch was von Darzone. Das ist ein Max. Da warten wir noch auf den Moritz und dann passt es. Da können wir da den Spanner, da springt das wieder zurück. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt schieße, das tut mir weh. Finden wir es raus. Oh ne, ging sogar, aber macht der Mordskrach, deswegen. Das kann man dann rotieren und dann kann man das da einladen. Das mache ich dann auch, wenn das Video fertig ist. Jetzt wird es langsam eng hier auf dem Bildschirm. Müssen wir mal gucken. Also das ist schon. Ja, das kann man schlecht im Sakko verstecken. Also, oder auch ein Holster, bei mir passt das richtig. Nein, also so wirklich. Ja, bei dem Lucky Luke sah das, glaube ich, eleganter aus. Oder auch bei James Bond sowieso. Also, das ist ja klar. Ja, die habe ich immer noch nicht gekriegt. Also, der Trigger, der tut immer noch nichts. Das ist. Aber das kommt noch. Das kriegt er dann schon mit. Also, lasst das Abo da, drückt das Klingeln. Kostet nichts, bringt euch viel. Dann seht ihr was. Was haben wir da? Da haben wir das Z für Zombie. Da steht nochmal Zombie-Streik, dass man auch wissen, für was das Pistole gut ist, oder das Revolver. Es ist um Zombie zu streiken. Wobei ich glaube, streiken, das übersetzt sich nicht wörtlich. Aber das wisst ihr besser wie ich. Dann haben wir dann noch nochmal alles. Ich dachte, ich habe 2 Hände. Habe ich mir noch 2 gekauft. Siehst du das? Das ist leider ein bisschen der schlechteste von denen. Also, wenn wir die Zombie-Streik doch nochmal, oder die haben wir schon, da sitzt ein bisschen. Seht ihr das überhaupt? Ja, da kommt meine Hand besser hin und da kommt es fast. Also wenn ich den Griff da normal hebe, dann komme ich da mit der Hand fast nicht hin und da komme ich ganz gemütlich hin. Jetzt heben wir den Pfeil fest, sonst fliegt der wieder rum. Also die muss ich, aber das geht schon. Das muss ich halt ein bisschen so halten. Da kann man das so, da kann man dann Mordskrach machen. Das ist jetzt für die Leute, die den Kopfhörer
mit Kopfhörer das ausschaut, die haben halt ein bisschen Pech. Dann kann man da damit 2 schießen. Das ist dann für jede Hand eine, dass sich keine Hand diskriminiert fühlt. Wir wollen ja keine Hand außer vor lassen an der Stelle, das ist ja völlig klar. Und wenn, gut, wenn man dann zwar mal 8 Schuss hat, hat man eigentlich 16 Schuss, aber wenn man, also da haben wir 8 Schuss, da haben wir 8 Schuss, das ist bloß ein 5 Schuss. Oder ist das 6 Schuss? Das ist ein 6 Schuss Revolver. Ja, aber das war bloß ein 5. Und wenn ihm das alles nicht genug ist, dann hätten wir da 12. Mit der Nahbringer aus Doomsland oder Doomland. Und das ist ein ganz interessantes Blasterle, weil da sieht man auch, wie es denn funktioniert. Da müssen wir nicht einmal zerlegen. Guck, da haben wir das Federle und da haben wir das Röhrle. Und da ist also ein Stößel drin. Wenn man da den Trigger auslöst, dann geht der Stößel nach vorne und pustet da das Pfeil raus. Das fliegt dann da vorne aus dem Röhrle raus. Das ist die ganze Magie von der Geschichte, wie das da geht. Und wenn da vorne das Trommel da leer ist, da können wir dahinter, haben wir noch ein bisschen einen Pfeilspeicher und können da nachladen. Hätte ich vorher vielleicht mal abstauben sollen. Oder mal ein bisschen mit rumschießen. Aber das ist schon, das lässt sich, das ist da komme ich ganz gemütlich hin. Und das hier, guck, da passt fast der ganze Daumen drauf. Also irgendwie, den Griff hätte sie da bei alle anderen auch verwenden sollen, das wäre am besten gewesen. Ich finde, die Trailblazer sieht halt schon richtig schick aus. Also das ist halt schon, das sieht schon gut aus. Die Seite nicht ganz so, aber irgendwie muss man ja das Ding auch laden. Und das mit dem Fensterle, das ist schon auch gut gemacht. Und vor allem, jetzt müssen wir das Blästerle nicht einmal zerlegen, damit man sehen, wie es funktioniert. Ich schieße jetzt nicht, das macht immer so Krach. Das kann man nicht. Das ist der Vorteil, dass es da so Schnellfeuermodus hat. Da kann man, wenn man den Trigger drückt und den Hebel da ganz gemütlich zurückgehen lässt, kann man das entladen, ohne dass es Krach macht. Habe ich mir so erklären lassen von den anderen YouTube-Kollegen da. Da haben wir jetzt auch ein Bläster, also da können wir uns gut verteidigen, wenn wir da Leute auf dem Drahtesel unterwegs sind und moderner Plastik-Cowboy spielen wollen. Gut, ich glaube, stellen wir das jetzt gerade vor, wie das jemand wirklich in echt macht, und ich glaube, die Blicke, die sind unbezahlbar. Also die Leute, wie die gucken würden, das. Also wenn jetzt jemand von euch auf die Idee kommt, das mal echt zu machen, nehmt die Kamera mit, das will ich sehen. Oder sagt mir Bescheid, das will ich sehen, das wird mir gefallen. Ja, aber irgendwie müssen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen Platz schaffen, weil da hätten wir noch einen. So, oder einen Schluck aus der Halbe. So, auf eure halbe lang auch noch, weil ein bisschen haben wir noch. Da haben wir so, was die YouTubes-Kollegen da immer Unboxing nennen. Also, ich finde, der sieht in der Box schon echt schick aus. Also deswegen habe ich noch nicht aufgemacht. Da ist auch schon schön aufgeräumt da drin. Aber ich würde halt auch gern wissen wollen, wie sich das anfühlt. Und das kriege ich halt in der Box nicht so raus. Deswegen habe ich mir gekauft. Also das ist eigentlich derselbe Blaster wie die Hammershot da. Keine Ahnung, wie nennt sich das Ding denn? Statt das irgendwo? Hat das einen speziellen Namen? Und ich würde sagen,
Die sieht in der Box schon schick aus, aber Spaß machen tut's keinen. Wir wollen der Spaß mit in die Bläschel haben. Und auch nicht irgendwie das als Wertanlage benutzen. Das soll ja Spaßanlage oder keine Ahnung. Also, überlegt euch, wie das nennen wollt. Ein Spielzeug halt, keine Wertanlage. Das was da heutzutage immer alle da Spielzeug lagert und als Wertanlage kruscht. Wobei ich den jetzt noch da schon gern wieder drin habe, da ist nämlich da ist er schier, deswegen will ich so ungern das einfach aufreißen. Da ist er schier aufgeräumt. Ja, das Messer ist immer noch stumpf. Ah, so geht das. Das heißt, da können wir das noch einfach wieder so zumachen, weil da steht der nämlich so schön da drin. Ah, das ist auch gut. Die Bemalung braucht es jetzt von mir nicht unbedingt, weil das. Aber Lackierer werde ich das auch nicht, dafür fehlt mir hier einfach irgendwie der Platz. Da habe ich nicht die Möglichkeiten. Weil das ist schon. Das ist ja prinzipiell dasselbe. Und wenn man das guckt, da bei den Ninja Turtles, da den Schildkröte-Dings, da kommt mein Daumen ein bisschen weiter hoch. Und so von der Form her, das ist alles schön glatt, aerodynamisch, da können wir noch mal ein bisschen schneller fahren mit unserem Drahtesel. Ich meine, da guckt Leute noch mal ein bisschen bläder, wenn man das auf dem Drahtesel verwendet. Müssen doch eigentlich auch noch irgendwo Pfeile drin sein, oder? Ah, da, immer da, wo man es letzt guckt. Ja, da sind sie. Jetzt sind sie auf dem Boden. Da haben wir wieder ein bisschen was für Pfeilsammlung. Da konnten sie sich nicht auf eine Farbe einigen, deswegen haben sie unterschiedlich genommen, oder? Haben wir, das ist rot oder orange, das. Ja. Und die restliche die liegen auf dem Boden. Da liegt es gut. Okay, da liegt noch. Das war jetzt der Orange. Das können wir nachher da wieder schön einpacken und dann sieht es wieder gut aus. Ich glaube, es hätte gereicht, wenn ich den da unten aufmache. Den oben hätte ich gar nicht aufmachen brauchen. Also wenn er auch so einen Blaster kauft, da unten das reicht und wollte es dann auch dann wieder so einpacken. Ich glaube, die Pfeile müsst ihr rausmachen. So, Lele. Auf jeden Fall viele Blasterlers. Viel mit dem Hämmerle da, wie das da heißt da. Oder Hebele. Lasst das Abo da, drückt das Klingerle, dann basteln wir weiter. Und gucken wir weiter, was wir sonst für Blasterler sind und was wir da so mitmachen können. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.